Intermezzo. Klingt, als wäre Salieri kurz vor dem Durchbruch gewesen. Ganz so aus. Aber dann war die Prohibition rum. Und die Schwarzbrennerei war mit einem Schlag überflüssig. Das Gekämpfe um den Fusel war ein für alle Mal vorbei. Hat ein paar Jahre gedauert. Aber als wir uns dann erholt hatten, Junge, ging's uns gut. Das Geld aus dem Moonshine und aus dem kanadischen Whisky haben wir in neue Deals gesteckt. Ein paar sogar legal. Baugewerbe, Restaurants, Transport, Glücksspiel, wir hatten überall die Hände drin. Außer beim Rauschgift. Und 35 waren wir wieder oben auf. Es kam regelmäßig gutes Geld rein. Ich hatte eine Frau und eine Tochter. Sam schmiss einen Laden für den Don. Und sogar Paulie hatte ein paar eigene Dinge am Laufen. War nicht wirklich glücklich, aber wie sagt man? Zufrieden. Ja, genau. Und Salieri, der wollte dann endlich aus Morellos Schatten treten. Vielleicht eigene Cops schmieren und eigene Politiker. Interessant. Hat Salieri 1934 Politiker geschmiert? Möglich. Warum? Tja, vor ein paar Jahren hat die Sitte einen Richter wegen Missbrauchs eines Minderjährigen erwischt. Im Knast hat der Kerl eine Menge Zeug gestanden und wollte dafür natürlich eine Strafmilderung. Er hat zugegeben, von Morello und Salieri Schmiergeld genommen zu haben. Wollte sie gegeneinander ausspielen, aber als Morello davon Wind bekam, drohte er seine Kinder am Strand zu verbuddeln. Lebendig natürlich. Scheiße. Jetzt wird mir alles klar. Erzählen Sie. Morello hat uns immer ans Bein gepisst, aber er hat nie einen offenen Krieg riskiert. Als er erfuhr, dass Salieri an seinen Richter ran wollte, muss er ausgetickt sein, denn 35 ging's dann so richtig zur Sache. Bon Appetit. Auf sein Gesicht klebte es ihm voll aufs Hey, Gesicht. Tommy. Oh, hey Boss, alles klar? Gut, dass du da bist. Hier, Boss. Ich will zu Pepe. Ist krank, fährst du mich? Klar, Boss. Bravo. Bin schon am Verhungern. Hast du eine Waffe? Ja. Brauche ich sie denn? Ach, du weißt doch. Morello hat lang nichts von sich hören lassen. Ich bin einfach nur vorsichtig. Und damit sage ich Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mafia Definitive Edition. Wir lassen mal das Definitive Edition weg und lassen es einfach nur bei Mafia. So, wir dürfen den Don ein bisschen ausfahren. Wow. Gut. Sicher, ich kenne das Geschäft. Ich sehe mir jeden Tag die Bücher an. Aber seit diesem Vorfall weiß ich, wo er mit seinen Soldaten reden muss, ohne dass jemand dazwischen funkt. Ja, würde ich auch mal sagen. Fahr doch jetzt. Oh, Wir haben jetzt mit besseren Leuten zu tun. seid Und mir glücklich, gefällt das mit dass den ich großen nicht... Tieren, die auf der Schmierliste stehen. Seid Alles glücklich. ist besser als die Gauner, die ihren Fusel vor Aufhebung der Prohibition verhökern wollen. Ah, das ist nur der Anfang, Tom. Ich hab Pläne. Ist bestimmt schön, von Paulie und seinen verrückten Ideen mal weg zu sein. Die Unterhaltung ist besser, Boss. Stimmt. Natürlich. Aber ich, Sam und Paulie, wir sind ganz eng. Wir haben schon viel zusammen durchgemacht. Ah, kann ich mir vorstellen. So, ordentlich schön fahren gehört auch bei solchen Spielen dazu. Also finde ich jetzt. Und Peng hat's gemacht, was er das gesagt hat. Nein, Quatsch. So, ja. Bremsspuren bringen können wir auch. Komm, fahr. Mensch, wir haben doch keine Zeit. Der Don hat Hunger.
Aber ein schönes Auto haben wir hier. Wäre ja zu schade, wenn wir jetzt einen Unfall wird bauen und das Auto kaputt wird. Finde ich jetzt, also drum fahren wir sorgfältig. Was denn? Das war eine klassische Überholmanöver. Und auch das auf dem Parkstreifen. So. Ich weiß gar nicht, wo man hier eigentlich überholt. Ups, Abbiegung vergessen. Entschuldigung. Ja, wer schleicht, der rammt. So, jetzt sind wir ja schon gleich hier. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang Ich gedacht. freue mich schon die ganze Woche. Du musst unbedingt die Cassata probieren, Tommy. Ach, Oh, mehr Wein. Hey, mehr Wein. Beeilung. Schnell. Sie werden den Wein lieben, ist ein... Don Salieri. Willkommen, mein Freund. Willkommen. schön dich zu sehen, Pepe. Hey, los. Unser Gast ist da. Was gibt's denn heute Feines? Meine Mutter. Sie wäre geehrt, wenn Sie Ihre Caponata probieren. Ausgezeichnet. Bravo, bravo. Molto bene. Oh, hier ist Ihr Platz, ja? Setzen Sie sich bitte. Und zum Essen einen Chianti. Extra für Sie reserviert. Ah, bene, bene, bene. Okay. Zum Wohl, ne? Ich freue mich, dass du trocken bist. Sarah hatte gedroht, mich zu verlassen. Ich weiß. Sie hat's erzählt? Nein. Ich habe es ihr geraten. Trinker werden nachlässig. Du sollst nichts machen, was wir nicht verzeihen können. Für Sie? Pepe, das Essen ist köstlich wie immer. Oh, molto grazie, Don Salieri. Ein Lob von einem Gourmet wie Ihnen ist eine große Wenn Freude. du wüsstest, was ich gestern gegessen habe. Runter! Was zur Hölle? Bastarde, verdammt schade um den Wein. Verdammt schade um das Restaurant. Hey, Und um Salieri! Pepe. Komm raus, dann machen wir es schnell! Räucher sie aus, Joe. Scheiße, Deckung! Nein, mein Auto. Das schöne Auto. Ja. Ja. Also dir büßen. Und Pepe, mein alter Kamerad, ist auch tot. Ah. Wir gehen lieber hinten raus. Können Sie laufen? Nicht schnell genug. Wir werden diesen Schweinen auflauern. Ich lenk sie ab, du schleichst dich raus und überrascht sie von vorn. Wirklich, Boss? Mach sie fertig, Tommy. Von denen geht keiner mehr heim. Okay, Boss. Passen Sie auf. Tom, mach einfach schnell, ja? Ich versuche, ich gebe mir mein Bestes. Ich geb das Beste. So. Mein Gott. Jetzt! Schnappt ihn! Ich komm zurück, wenn's sicher ist! Ja, ich auch. Aber warte mal. Ich könnte ja...
So. Jetzt arbeiten wir trotzdem noch mit der Pistole. Hey, dort! Holen wir! Zuerst der Boss und dann der Rest von euch. So. Ich lade nach. Das war dein Fehler. Dich hat's erwischt, hä? Haltet mir diesen Kerl vom Land! Entschuldigung. So, waren glaube ich... Was? Da gibt's noch einen. Entschuldigung. Musste sein. Oh, Granaten habe ich aufgenommen. Gut. Na, dann kann das Spiel ja beginnen. Angelo, komm durch die Gasse! Nein, jetzt schon wieder. Nein, 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 nein. So. Hab ich dich jetzt! Entschuldigung. Atmest du noch, Tommy? Er hat ihn um! Darauf habe ich lange gewartet! Ach, komm schon. Lässt du den Don in Ruhe? Nicht? Gut. Ich hab dich gewartet. Boss! Alles sauber! Oh, schaut euch das schöne Auto an. Du hast echt Eier. Hast mir echt den Arsch gerettet, Tom. Wir müssen weg, Boss. Die Cops sind gleich da. Wir brauchen einen Moment, um etwas Luft zu holen. Du bist mein Boss, Mensch. Ich fahre Sie zurück zur Bar. Nein, nicht zur Bar. Wir gehen zu Carlo. Der Hurensohn wusste, wo ich hin wollte. Und hat auf krank gemacht. Er hat Sie verraten. Uns, Tom. Du hättest auch drauf gehen können. Ja, ich weiß, Boss. Carlo wohnt mit seiner Kleinen in Holbrook. Bin gespannt, was ihm zu der Sache einfällt. Ja gut, dann fahren wir halt zu Carlo. Ich weiß noch, wie ich ganz am Anfang des Spiels gemeint habe, die Straßenschilder... Die Carlo länger am Leben ist, macht mich wütender. Klar, Boss. Unfassbar, diese Bastarde wagen es, mein Auto zu schrotten. Ich dachte ganz am Anfang vom Spiel, die Straßenschilder, die Muss würden Carlo echt gewesen sein. oder? Sein Alter... Man könnte meinen, diese Typen hätten mehr als nur Strafzettel gegen uns in der Hand. Wieso, was habe ich denn jetzt gemacht? Das ist doch ganz normal. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Ah, ignorier die Sirenen. Ich will diesen Verräter. Mach ich doch. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Murillo waren enge Freunde. Ah, Wieso fuck. fährst du eigentlich wie ein Idiot? Ich bin ein Idiot. Entschuldigung. Ich wollte ja nur was ausprobieren. Mensch, halt doch auf der Kreuzung nicht an. Mensch. Weg! Zurück zur Patrouille. Nächstes Mal kriegen wir ihn. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Ich habe Ja. Ah, ignorier die Sirenen. Ich will diesen Verräter. Ausschau. Der Verdächtige ist in der Innenstadt untergetaucht. Das muss Carlo gewesen sein, oder? Murillo waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Verrat jetzt nicht. Man könnte meinen, diese Typen hätten mehr als nur Strafzettel gegen uns in der Hand. Scheiße. Ja, super. Super, jetzt geht's wieder, oder was? Ja, ja. Du mich auch. Okay, verhaftet ihn. Genau, verhafte mich. Mensch, wie habe ich das jetzt Kollegen melden, hinbekommen? dass er jetzt in Holbrook ist. In Holbrook. Ich hol gleich die Brücke. Kollegen Holbrook, wir haben ihn Das muss Carlo gewesen sein, oder? Sein Alter und Murillo waren enge Freunde, als wir anfingen. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Hab bei seiner Beerdigung geheult, bei seinem ich lachen. So. Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. Wozu? Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fuß ab... Wieso fährst du eigentlich wie ein Idiot? Weil es Idioten auf dem Planeten gibt, auf der Straße. Wiederhole. Suche beenden, zurück zur Patrouille. Mensch. Wer braucht schon ein Navigerät, wenn man selbst weiß, wie man fährt? Wow, Seine Mutter ist Witwe, Tom, und jetzt sorgt er dafür, dass sie ganz alleine ist. es ist Wozu? heiß. Für Kohle, um Stoff zu kaufen und für meinen Fußabdruck im Gesicht.
Es ist heiß, darum habe ich den Hydranten umgefahren, damit die Kinder ein bisschen Spaß haben. Ja, ganz einfach. So. Oh, so schön habe ich noch nie parkiert. Komm schon, Boss. Italiani Pizza. Boss, warum lassen Sie mich nicht vor? Hm? Carlo erwartet uns vielleicht schon. Nein, Tom, mein Gesicht ist das erste und letzte, was das Schwein zu sehen kriegt. Ja, gut doch. Verdammt, was? Du verdammter, mieser Penner! Das nennst du, dass du krank bist? Fertig, Carlo! Das nennst du krank? Alles okay, Boss? Ja, voll Kurzluft. Bin etwas außer Atem. Junge, verdammt ist der schnell! Schnapp ihn dir! Mann, bist du ein Anfänger. So, Carlo, du entkommst mir nicht. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Ja, du Komm brauchst zurück, Hilfe, Carlo! bleib hier. Sie bringen mich um! Nein, Wir sind nicht ich fertig bring mit dich dir. um, aber Tommy, nicht sie. Bitte, ich kann's erklären. Ja, dann erklär mal währenddem, dass du rennst. Denk drüber nach, Tom. Bitte. Ich denk drüber Lass nach. mich mit dem Boss reden. Ich kann's erklären. Tommy, Bleib stehen. hör mir zu. Morello, er wollte meine Mutter töten. Ja, Ich ja. musste es tun. Ich wurde gezwungen, Tommy. Bitte, ich kann's erklären. Oh, ins Rückenmark, Mensch. Ja. Bin nicht sicher. Ins Rückenmark. Oh, das ist unschön. Ei, ei, ei. Jetzt wissen wir's. Ja, jetzt wissen wir's. Hey, Sergio, wie geht's? Alles klar? Sicher. Wer ist das? Warte. Ist das Gordy? Ja, hey Gordy, was läuft, Mann? Hab dich kaum erkannt. Was hat er gemacht? Du sagtest, es gibt Probleme unten bei den Dogs, hm? Ja, aber das kriege ich schon hin. Tja, hab mich umgehört. Der Kerl hatte einen Streik geplant. Streiks sind schlecht fürs Geschäft. Es sei denn, wir haben Interesse daran. Richtig. Ich will, dass die Gewerkschaft eine neue Führung kriegt. Meinst du nicht auch? Klar. Gut. Gut. Was ist mit der anderen Sache? Darum bin ich hier. Salieri lebt noch. Oh, Gott verdammt! Was ist passiert? Ich weiß es nicht. Unsere Männer sind tot. Das Restaurant ist hinüber. Hör auf zu jammern! Wir besprechen hier was. Was ist mit Carlo? Haben ihn gefunden. Der Kopf war matsch wie eine überreife Wassermelone. Hab sowas noch nie gesehen. Salieri hat rausgekriegt, dass Carlo unser Mann war. Verdammt, ich kann so nicht denken. Es wird Krieg geben. Ich hab gesagt, du sollst das Maul halten. Wir sind im Krieg, seit wir Pepone töteten. Aber jetzt wird es hässlich. Was soll ich machen? Dreht deine Runden. Seid wachsam und haltet die Knarren bereit. Okay. Ich werde es durchgeben. Hey. Pass auf dich auf, Bruder. Du auch, Don Morello.
Und das war Kapitel abgeschlossen. Bon Appetit. Ich wünsche euch auch einen Bon Appetit. Und ich freue mich auf morgen, wenn ihr wieder dabei seid bei Mafia. Bis dahin. Schaut immer auf euch und macht keinen Blödsinn. Tschüss.